Hallo miteinander, ich bin der Tombo und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Im heutigen Video werde ich, wie im letzten Video schon angesprochen, die Tierindustrie und Veganismus in der Schweiz genau unter die Lupe nehmen. Im heutigen Video probiere ich auf eine Frage zu antworten, die mir relativ oft gestellt wird, wenn ich neue Leute kennenlerne oder wenn ich jemandem neu sage, dass ich vegan lebe. Nämlich fragen mich die Leute, wieso lebst du vegan? Also der allerwichtigste Grund für mich selber und vielleicht ist auch der offensichtlichste Grund für alle, geht es bei mir bei dieser Frage um ein ethisches Problem. Wieso die ganze Sache aber gleich mal nicht so offensichtlich ist und wieso dass ich zum Beispiel nicht einfach bei Vegetarismus Halt gemacht habe, werde ich euch probieren, in den ersten 2 Videos ein bisschen näher darzulegen. Zuerst will ich aber mal ein bisschen Kontext geben über meine eigene Person, wie ich vegan geworden bin. Ich lebe seit gut 2,5 Jahren vegan und habe aber vor dem nie eine Phase gehabt, wo ich mich vegetarisch oder vegetarisch ernährt habe, sondern habe vor dem eine ganz klassisch typische Schweizer Ernährung gehabt. Das heisst viel Käse, viel Milch, viel Würste und viel Fleisch. Ich bin auf einem Bauernhof, wo Kühe für das Fleisch gehalten sind, geboren worden und habe dann auch einen Teil von meiner Kindheit verbracht. Ich habe also seit ganz klein gewusst, eigentlich, wie ein Fleisch auf dem Teller kommt. Während dieser ganzen Zeit habe ich aber zum Beispiel jedes Mal, wenn ich eine Spinne oder eine Fliege in unserem Haus gesehen habe, ich nicht einfach mit einem Flügentätscher umbringen, sondern musste ein Glas holen, ein Stück Papier, ein Glas auf die Fliege oder auf die Spinne setzen, das Papierli unter die Fliege oder unter die Spinne schieben und dann das Insekt im Glas wieder zurück in die Natur entlassen. Weil ich jetzt nie übers Herz bringen, nur schon Spinne oder Flüge einfach so umzubringen. Jedes Mal habe ich auch, als ich zum Beispiel einen Jäger kennengelernt habe, mir gerade immer gedacht, boah, du gehst als Job oder als Hobby Tiere umbringen. Als ich in den USA gelebt habe für ein Jahr, habe ich mehrere Leute kennengelernt, wo Jagen ein Hobby war und habe jedes Mal genau daran gedacht, wieso gehst du in deiner Freizeit freiwillig Tiere umbringen? Aber die ganzen Gedanken, die konnte ich haben und bin dann aber gleichzeitig am Abend an den Nachttisch geguckt und habe zum Beispiel einen Lammrücken gegessen. Irgendwie habe ich den Widerspruch nicht bemerkt, beziehungsweise ich habe einfach nicht bemerken und habe ganz weit aus meine Gedanken geschoben. Ich bin überzeugt, dass sich Leute heutzutage in der Schweiz in der genau gleichen Situation befinden, in der ich mich noch vor 2,5 Jahren befunden habe. Das heisst, ich würde nie ein Tier umbringen, essen aber gleichwohl Fleisch. Diesen Leuten kann ich jetzt einfach vorwerfen, schaut, euer Fleischkonsum, euer Lebensstil ist verantwortlich für den Tod von einem unschuldigen Tier und ist darum unethisch. Das finde ich aber ein sehr schwaches Argument, weil es einfach keinen Raum für eine Debatte lässt. Ethik ist, so schwer mir jetzt fällt zum sagen, natürlich subjektiv. Das heisst, für ein paar Leute ist es ethisch absolut kein Problem, um ein Tier umzubringen, nur um es nachher zu essen. Wenn ich diesen Leuten jetzt sagen, boah, ihr seid total unethisch, sehen ja nicht, wie unethisch das ihr handelt, dann könnten die mir einfach sagen, also für mich ist das ethisch, für mich ist das absolut kein Problem und die Debatte wäre schon fertig. Der einzige wirkliche Weg, die Debatte konstruktiv zu führen, ist auf die gleiche Art, wie ich sie mit mir selber geführt habe, in dieser ganzen Übergangsphase, wo ich vegan geworden bin. Ich habe mich gefragt, ob ich ethisch konsequent bin. Das heisst, ich habe mich gefragt, ob meine Moralvorstellungen mit meinem Lebensstil und mit meinen Entscheidungen im Einklang ist. Das ganz abstrakte Prinzip von ethischer Konsequenz oder ethischer Inkonsequenz lässt sich relativ gut anhand von einem Festival im Yulin beschreiben. Ein Yulin Festival ist ein jährliches Festival, das in Yulin stattfindet, das ist eine Stadt in China. Und es findet seit 2009 jedes Jahr statt. Aber auf das Festival komme ich gerade in einem kurzen Moment zu sprechen. Zuerst möchte ich aber mal noch kurz über etwas Herziges reden, das heisst über Hunde in der Schweiz. In der Schweiz kann man sehr gut sagen, dass Hunde nach der Katze mit Abstand die allerbeliebtesten Haustiere sind. Im 2020 zum Beispiel allein hat es 500'000 registrierte Hundebesitzer gegeben. Und das allein in der Schweiz. Ich meine, ist ja verständlich, sie sind ja wirklich sehr herzige Tiere. Wer würde denn auch so einem herzigen Tier etwas Böses antun? Stellt euch mal jemand vor, was ein Hund wird halten, den erwürgen und den nachher essen. Die Person würde sofort angezeigt werden und wahrscheinlich in die Klapsmühle kommen. Die ganze Nachbarschaft wäre in einem riesen Schockzustand und niemand würde mit dieser Person mehr reden, weil es einfach so unvorstellbar ist, dass eine Person so etwas einem Tier antun würde. Jetzt habe ich aber von dem Yulin Festival geredet. Das Festival ist ein jährlich stattfindendes Festival in der chinesischen Stadt Yulin und der offizielle Name von dem Festival ist Hundefleisch- und Litschi-Festival. Nur schon anhand von dem Titel könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, was dort so genau abgeht. Streunende Hunde werden jedes Jahr eingefangen, Hunde werden von ihren Besitzer gestohlen, sie werden in so Gitter zusammengepfercht, werden dann meistens erdrosselt oder auch lebendig gekocht, um die Qualität des Fleisches zu verbessern und werden dann nachher gegessen. Trotz konstanter Protest
von internationalen Tierschutzorganisationen, von einem Großteil der Bevölkerung von China und von ganz vielen Leuten in verschiedenen Ländern, die Petitionen unterschrieben haben, hat das Festival seit der ersten Austragung im 2009 jedes Jahr stattgefunden. Glücklicherweise gehen aber die Zahlen der geschlachteten Hunde jedes Jahr dank diesen Protesten abwärts. Wo es ursprünglich noch 30'000 geschlachtete Hunde waren im 2009, sind es jetzt bei etwa 3'000 Hunden pro Jahr. Ich nehme jetzt mal frech an, dass praktisch kein einziger von diesen 500'000 Hundebesitzer, die es in der Schweiz gibt, so ein Festival gutheissen. Auch Leute, die keine Hundebesitzer sind, finden wahrscheinlich diese Bilder tiefst verstörend, machen sie hässig, finden sie ganz einfach gesagt zum absoluten Kotzen. Wieso würde irgendjemand so etwas einem Hund antun? Wieso würde irgendjemand einen Hund umbringen, nur dass er nachher essen kann? Aber wohin denn geht da Entsetzen, ein Mitleid, Sympathie mit dem Tier, wenn es nicht um Hunde geht? Wo ist die Sympathie für die Lämmli? Wo ist sie für die Bibeli? Und wo ist sie für den Kalb da? Die Antwort zu dieser Frage kennst du ja wahrscheinlich schon. Sie werden alle in Schlachthöfen umgebracht werden, gut abgeschirmt natürlich von der Bevölkerung, dass niemand an die Gräueltaten denkt. Ein Schicksal von diesen Tieren ist schon bestimmt, bevor sie überhaupt auf der Welt sind. Sie werden geboren, sie werden gemästet und, um den Speck auf die Spiegelei zu bringen, endet ihr Leben an einem vorbestimmten Tag so. Was macht das Video mit dir? Ich habe den Ausschnitt jetzt in der Machung von dem Video zweimal schauen und habe mich nachher einfach beides Mal richtig elend gefühlt. Wie kann es sein, dass das Leben von einem existenzbewussten, von einem fühlenden Tier einfach so in einer Sekunde ausgelöscht wird? Und für was? Für ein Stück Fleisch. Aber was hast du dabei empfunden? Vielleicht ist es dir gleich gegangen wie mir, vielleicht hast du dich elend gefühlt nachher. Und wenn es dir gleich gegangen ist wie mir, wieso denkst du, fühlst du dich jetzt gerade so dreckig? Meiner Meinung nach sind wir uns nicht mehr bewusst heutzutage, dass ein Stück Fleisch, das du auf den Grill knallen willst, nicht einfach magisch in den Plastikbehälter in den Coop hineinsaust. Wir ignorieren die Tatsache, dass für unsere 15 Minuten Lustsättigung ein existenzbewusstes und fühlendes Tier umgebracht werden. Wenn ich das Thema bei einer Grilllade anspreche, dann sagen mir die meisten Leute, ach komm, hör auf, da verdirbst du mir jetzt wirklich den Appetit. Und das zeigt doch schon eigentlich ein Paradox an dieser ganzen Sache. Es zeigt, wie sehr wir alle den Gedanken vom Töten von dem Tier ganz weit weg von unserem Teller schieben. Wir wollen nicht daran denken, dass unser Essen ein Resultat von einem ausgelöschten Leben ist. Das ist feig und das ist moralisch inkonsequent. Meiner Meinung nach ist die grundlegende Frage, die du dir stellen musst, die folgende. Könntest du von einem moralischen Standpunkt aus ein Essen, das auf deinem Teller ist, auch effektiv auf deinen Teller bringen? Wäre es vereinbar mit deiner Moral, ein Ferkel, von dem dein Speck kommt, mit CO2 zu vergasen, es an einem Bein aufzuhängen, seine Halsschlagader durchzuschneiden und dann verblüten zu lassen? Wäre es vereinbar mit deiner Moral, den Abzug von dieser Bolzenpistole zu drücken? Wenn du all das könntest, dann gehen unsere Meinungen von Moral extrem weit auseinander. Aber immerhin bist du moralisch konsequent. Immerhin sind deine Entscheidungen, ist dein Lebensstil in Einklang mit deiner Moral. Ich bin natürlich weiterhin von der Moral von meinem Lebensstil 100% mehr überzeugt, weil durch meine Handlungen kein unschuldiges Tier umgebracht wird. Aber wie gesagt, immerhin hast du, wenn du zu all diesen Fragen Ja geantwortet hast, eine Moral, die sich im Einklang befindet mit deinen Handlungen. Wenn du aber, wie die meisten Leute, mit denen ich über das Thema geredet habe, auf nur schon eine von diesen Fragen mit Nein geantwortet hast, dann bist du moralisch inkonsequent. Deine Moralvorstellungen und dann deine effektive Entscheidung stehen in einem kompletten Widerspruch. Du könntest kein Tier töten, isst aber trotzdem sein Fleisch. Du fühlst dich schlecht zu sehen, wie dein Fleisch entsteht, unterstützt aber trotzdem den ganzen Prozess, indem du das Fleisch kaufst. Also hören wir doch auf, jemand anderes dafür zu zahlen, dass die Person Drecksarbeit erledigt, die wir nicht machen könnten, weil sie uns moralisch zu fest belasten wird. Hören wir doch auf, eine Industrie zu unterstützen, die wir grundlegend unmoralisch finden. Hören wir auf, von einem Festival in Julin so empört zu sein, wo jährlich 3000 Hunde geschlachtet werden, wenn in der Schweiz jeden einzelnen Tag 212'000 Tiere für dieses Essen geschlachtet werden. Werden wir vegan.